Ja, Leute, erstmal, wie hat euch die Streamer-WG gefallen? Ehrliche Meinung bitte. Super, geil, sehr geil, gut, W, Peak. Bro, ich sage euch ehrlich, ich glaube von allen Projekten, die ich jetzt selber bis jetzt hatte, also dazu gehört Tour, Madeira-Trip, Garnitur und Streamer-WG, könnte sein Top 1. Für mich jetzt. Digga, ich fand Streamer-WG so geil. Fuck, Mann. Bruder, ich wusste an Tag 2, ich habe schon Tag 2, habe ich gesagt. Tag 2 habe ich auch schon gesagt, Jungs, ich habe jetzt schon keinen Bock drauf, wenn es vorbei ist, weil ich ganz genau weiß, ich werde depressiv werden, wenn ich jetzt zu Hause bin. Und genau so ist es passiert, Digga. Ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. Guck mal, ich bin jetzt wieder zu Hause hier, alleine, totes Wetter. Ja. Wie viel Geld insgesamt ausgegeben? Boah, sehr gute Frage. Also ich habe 5.800 für die Villa bezahlt, dann nochmal 200 für Bild. Ich sage, ich bin ungefähr, also ich jetzt gerade, ich habe noch nichts bekommen von den anderen so. Ich glaube, ich alleine bin schon bei minus 7.000 wahrscheinlich. Minus 7.000. Aber ich krieg ich bezahle den Großteil der Villa, aber ich krieg so ein bisschen was zurück von den Jungs. Haha, oder? Digga, das muss ich auch sagen. Streamer-WG war nicht ansatzweise so anstrengend wie Scandi-Tour, Schweiz-Tour, Madeira-Trip. Nicht ansatzweise, Digga. Das war die chilligste Scheiße, die ich je gemacht habe, glaube ich. Bro, ich habe einfach, also dazu muss man sagen, Faki war dabei und die Technik hat keine Faxen gemacht diesmal. Bro, das war so chillig, Digga. Ihr checkt nicht, ich war bis 4 Uhr immer wach, bin um 11 aufgestanden, hab von 11 bis 14 einfach meine Eier geschaukelt, Pool, bisschen Ball werfen, dann so langsam angefangen, okay, was machen wir heute? Bruder, es war nicht mal irgendwas geplant, Jungs, versteht ihr? Wir haben nicht mal irgendwie vor Streamer-WG irgendwas geplant, was wir machen. Wir haben alles, was wir gemacht haben, haben wir einen Tag davor geplant. Nee, nicht mal einen Tag, eine Stunde davor. Wir werden auf jeden Fall noch eine machen. Winter Edition. 100%, die Frage ist so mit wem. Gamescom, oh, Gamescom ist auch nochmal ein guter Call. Da kommen wir direkt nämlich auch wieder dazu, dass ich keine Freunde habe. Spaß. Longboard-Tour, Leute. Sie wird stattfinden. Aber Heiko ist nicht dabei. Kein Heiko. Er kann nicht. Und jetzt ist die Frage, wen könnte man noch fragen? Aber, bevor ihr jetzt irgendwas reinschreibt, es gibt keinen, den man fragen kann. Außer es gibt eine einzige Person, wo ich doch überlege, ob ich ihn fragen will. Aber ansonsten, Bruder, alle... Oh, das wird zu deep fürs Stream, glaube ich. Aber es gibt keinen, der Bock drauf hätte. Und ich überlege, ob ich das alleine machen soll. Was haltet ihr von dieser Idee? Jetzt im ersten Moment würdet ihr wahrscheinlich sagen, tot. Aber ich bin ja nicht alleine. Luca und Faki kommen mit. Die sind auf jeden Fall dabei. Und wo ich mir eigentlich sicher bin, ich weiß natürlich nicht, das kann man halt nicht planen so. Aber ich denke mal, Viewer sind halt auch da. Ich denke mal, Viewer werden auch da sein. So, und dann können die ja ruhig mitfahren oder so. Wo fährst du lang? Warte. Das steht auch schon fest. Okay, nicht genau, aber ungefähr. Also ihr seid bei euch herzlich eingeladen, einfach da ranzukommen. Ihr könnt auch easy Fotos machen und so, ne? Oder ich mach Gegenteil von Trimax. Kommt her, Leute, kommt her! Kommt alle her, Leute! Nein, ich werde wahrscheinlich von Luxemburg Stadt aus nach Köln fahren. So Gamescom direkt. Das ist wahrscheinlich die Route. Aber ist noch nicht sicher, ob Luxemburg Stadt oder irgendwie Trier oder so. Das ist noch nicht sicher. Aber hier, da, so. Ja, das wird doch so dumm, ne? Ich muss von Luxemburg mit dem Auto nach Köln fahren, damit ich mein Auto da stehen lassen kann, wenn die Gamescom vorbei ist. Also ich fahre mit dem Auto nach Köln, um dann direkt wieder mit dem Zug nach Luxemburg zu fahren. Bro, das fühlt sich so dumm an. Aber ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Weil nach der Gamescom mit Zug, oh, hell nah, Bro. Auf gar keinen Fall. Oh, hell nah. Und den Vorteil, ich könnte mit Luca und Faki zusammen direkt mit dem Zug fahren. Da wäre ich nicht alleine. Bruder, weil alleine Zug, oh, hell nah. Gar kein Bock. Du kannst dein Auto bei mir parken vor der Tür. Passe drauf auf. Bruder, mire das. Warum sollte ich dir mein Auto anvertrauen? Nee, aber da ist auch schon wann, ja, kann ich euch auch schon direkt sagen. Die Longboard Tour wird stattfinden, höchstwahrscheinlich am 16. oder 17. Also an einem Samstag oder Sonntag. Da fängt's an bis 21. Donnerstags. Da ist nämlich der erste richtige Gamescom-Tag. Und ich werde zur Gamescom fahren, während die Gamescom läuft. Heißt, an alle, die in der Gamescom sind, ich weiß nicht, ob wir irgend so eine, Bro, guck mal, ich stelle mir das so vor. So peinlich, Digga. Warte. Ich bin nicht 40 Tage unterwegs gewesen. Wo ist das? Wo ist das Ende? Ah, hier. Ich glaub das gar nicht. Checkt ihr mit dieser Ziellinie da? Nein, aber wir werden auf jeden Fall dahin fahren. Aber denkt ihr, alleine ist auch cool? Glaubt nämlich ja. Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja nicht alleine. Luca ist da, Faki ist da, Chat ist da und vielleicht Zuschauer so. Also ich werde höchstwahrscheinlich nicht alleine sein. Aber halt ohne mit Unge. Ja, Leute, soll ich Simon Unge anrufen? Vielleicht fragen, yo,
darf man Europapark auch zu dir kommen? Digga, apropos Europapark. Darf wahrscheinlich nicht im Stream sagen. Oder wir haben ja angefragt, ob wir das streamen dürfen. Und die Antwort war, die testen es erstmal mit einem anderen Streamer. Mehr sage ich dazu nicht. Und schon wieder zu spät. Ja, auf jeden Fall, also vielleicht gehe ich Samstag privat dahin, vielleicht. Weiß aber noch nicht. Ich gehe nämlich nur dahin, wenn ich die Achterbahn einfach so fahren darf, ohne da anzustehen, Leute. Was soll ich sagen, Leute? Nein, Real Talk. Guck mal, das Ding ist, ihr müsst es verstehen. Bro, wir haben Sommerferien und es ist an einem Samstag. Okay? Digga, stellt euch vor, guck mal, ich mach mich jetzt nicht zu Michael Jackson oder so. Aber stellt euch vor, ich muss dann da für jede Achterbahn 2 Stunden da anstehen. Bro, denkt ihr, diese 2 Stunden werde ich, also, denkt ihr, ich kann da einfach chillen und bin am Handy und so? Wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott, du bist so fame. Oh mein Gott, guys, I'm so fame, guys. Oh, guys, when I have to buy something to eat? Oh, hell no, I need 5 securities, guys. Oh my God, all the people, they want photos of me, they want videos of me, and they want my dick, bro. They want to suck my dick. Oh my God, guys. Oh mein Gott. Hol dir Jahreskarte Gold. Bruder, ich brauche keine Jahreskarte, wenn die mir da einfach so gönnen. Leute, ich brauche das nicht. Nein, ich war ja schon mal im Europapark vor Simmons Wild und da hatten wir auch einfach jemanden von Europapark dabei, der uns einfach nicht in die Fastline, sondern Hintereingang von jeder Achterbahn. Bruder, wir mussten legit 1 Minute anstehen für jede Scheiße, die wir gefahren sind. 1 Minute auch nur, weil wir halt die gerade drin saßen, müssten ja erstmal fahren und dann konnten wir direkt rein. Bro, das war so krass, Digga. Das war Kindheitstraum. Bro, das sind Hintereingänge, die habt ihr noch nie gesehen, die Jungs. Das ist so, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas leake oder so, aber das ist so, guck mal, manche Achterbahnen haben ja so Face-Design-mäßig, ne, so Fake-Stein. Bruder, auf einmal, das siehst du gar nicht, ist da auf einmal so eine Tür, wo du rein kannst, Digga. Das sieht man gar nicht, dass da eine Tür ist. Ich habe eine Freundin, die VIP-Karte hat, also maybe kann ich was klären. Bro, Jungs, bitte. Mann, ihr müsst mir keine Goldkarte oder so geben, Bro. Wir haben direkten Kontakt mit Europapark. Die müssen nur gucken, ob das halt geht für den Tag. Oder Jungs, ihr braucht mir nichts zu klären. Stell dir vor, du bist ein kleines Kind, willst dein erstes Mal Achterbahn fahren, wartest schon 2 Stunden und dann kommt ein Typ mit Haarausfall und geht einfach vor. Dann wartet der halt 20 Sekunden mehr, Digga, wenn Jungs. Dann soll er halt 20 Sekunden mehr warten, was soll ich sagen? Roter Call? Bruder, ich sag euch ehrlich, da bin ich ein Hurensohn, ist mir doch scheißegal, wenn er 20 Sekunden mehr wartet, Digga, also es ist nicht so deep. Bro, dann wartet der 20 Sekunden mehr. Bruder, ich guck das einfach mit mir, Bro, wenn ich in dieser Schlange da stehe, 2 Stunden lang und ich kurz davor bin, in diese Achterbahn zu steigen und dann einfach irgendein Promi kommt, ich bin kein Promi, ich weiß, aber sagen wir jetzt einfach mal, da wird Justin Bieber im Europapark sein. Und sagen wir, ich kenne den, okay, sagen wir, da ist irgendein Rando, ich kenne den gar nicht und der vor mir. Bruder, juckt mich ein Scheißdreck, Digga, ich bin direkt nächste dran, so, weißt du? Ist mir doch egal, ob ich noch mal einmal länger warte. Hugo gleich Justin Bieber, nein, deswegen habe ich ja gesagt, irgendein Random. Schü, du bist Justin Bieber wieder, oder? Nein, bin ich nicht, du Wichser, Alter.